Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ein neues Projekt steht da. Ich war ein bisschen in der Brocki, gehe shoppen und habe mir hier ganz geniale Stöffli zusammengesucht, wo wir doch damit könnten ein wunderbares Sommerjournal machen. Wir waren in Frankreich in der Ferien. Darum ein bisschen Lavendel. Und ja, irgendwie habe ich gefunden, das passt doch alles super gut zusammen. Da haben wir noch ein bisschen etwas Grünes, das auch gerade super gut zu dem passt. Und dann würde ich doch sagen, starten wir. Ich habe mir hier so eine Schachtel Geschirrspültabs genommen. Ich möchte gerne, weil das so ein richtiges, dickes, stoffiges Journal soll werden, soll das auch ein bisschen dick werden. Schön breit, damit wir dann auch einen Haufen schöne, stoffige Sachen drin basteln können, damit wir da genug Platz haben. Jetzt habe ich einfach gemerkt, als ich mir angefangen habe, die Sachen parat zu machen, mir fehlt, glaube ich, ein bisschen Leim. Mein Tacky-Glue, der ist schon fast wieder fertig. Das reicht nur noch für ein paar kleine Sachen. Und ja, sonst habe ich gar nicht so recht Leim, der irgendwie gut, richtig gut hebt. Ich meine so richtig gut, oder? Und da das da so eine halt glänzige Oberfläche hat, klar kann man das auch noch ein bisschen anrauen. Aber gleich, ich möchte auf Nummer sicher gehen. Ich habe auch gedacht, dass ich aber auch vielleicht ein bisschen noch nähe. Ja, aber wir können ja schon mal anfangen mit anfangen. Ich weiss nämlich auch gar noch nicht, wie ich denn die Stöffli genau möchte platzieren, was wo soll sein, wie ich das machen will. Absolut keine Ahnung. Und darum fangen wir doch mal einfach an mit anfangen. Zuerst nehmen wir mal die Schachtel auseinander. Da, mal schauen, ob man das kann. Die hat guten Leim, die ist gut zusammengeleimt. Jawohl, so geht das gut. Und dann, wo noch? So. Jawohl, da hätten wir es doch schon. So, also. Das hier ist unser Buch. Jetzt müssen wir nur noch das abschneiden. Und dann hätten wir es doch schon. So, voilà. Da wäre doch unser Buch schon. Ja, jetzt ist die grosse Preisfrage. Wie machen wir das? Das sieht schön aus. Das ist ein bisschen sehr viel Lavendel da. Das wollte ich nicht. So ist besser, he? Ui, das schimmert durch. Ja, da müssen wir schauen. Aber ich hätte gerne das Sommervögel vorne drauf. So. Und da oben weiß oder was denn auch immer. Dann hätten wir auch nochmal ein Sommervögel. Und da hat es ein bisschen... Nein, ist nicht zu viel. Es ist nicht zu viel Lavendel. Das ist gut. So, aber jetzt ist eben natürlich die Frage. So, aha. Ah, das ist so ein. Wenn wir jetzt das da drunter machen,
Oder ist es besser, wenn wir etwas Weißes drunter machen? Ich glaube, das kommt nicht so drauf an. Doppelt weiß schimmert immer noch durch, tatsächlich. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel würde, das könnte man gerade, hey, weißt du was? So. Oder? Ist das blöd? Das muss natürlich geleimt werden. Dann. Aber so. So, ist doch schon gut jetzt. Oder soll ich einfach weißes Papier draufkleben? Das würde ja ein bisschen mehr Sinn machen wahrscheinlich. Dann können wir da wie auch noch etwas sparen. Wenn wir da weißes Papier draufkleben. Das ist jetzt ein bisschen dickeres Papier. Das schimmert ja dann definitiv nicht durch. Sieht das auch ein bisschen schöner aus, wenn es etwas Dunkles drunter ist. He? Ja, schon. Kommt ein bisschen besser zur Geltung. Also, aber das wäre eigentlich schon noch schön für innen. Das für innen. So, also, jetzt jetzt habe ich es herausgefunden. Das war jetzt ein ewiges Probieren, aber jetzt ist gut. Also, als erstes werde ich hier ein weißes Papier draufkleben, auf das Karton. Dann kommt das hier als Aussenteil ganz rundum. Dann möchte ich gerne hier auf dem Buchrücken die Spitze drauf haben. Das, finde ich, sieht dann noch recht schön aus. So, und als Innenteil möchte ich gerne das hier haben. Und dann noch in der Mitte auf dem Bauchrücken noch einen grünen Streifen. So. Und mit diesen anderen Sachen kann man dann sicher innen drinnen noch irgendwelche Sachen dann schön basteln oder Kärtchen oder was uns dann in den Sinn kommt schlussendlich. Um ein bisschen füllen. Genau, oder da irgendwie noch ein Täschchen dann aus dem. Oh ja, schau mal, wie herzig. Das würde sich doch dann gut machen, irgendwie so. So, also, das ist jetzt also mal der grobe Plan, das steht. Und jetzt würde ich sagen, zuschneiden. Schneiden wir doch einfach alle Stöffel einmal zu. Und ich fange an mit dem. Ich habe auch noch herausgefunden, dass immer die Richtung da auf dieser Seite sind die Lavendel so ein bisschen eher lavendelfarbig, bläulich. Und da sind sie eher so ein bisschen violettlich. Ich weiss nicht, ob man den Unterschied jetzt hier gut sieht. So. Da sieht man es vielleicht auch noch ein bisschen besser. Da ist es violett, oder ja, geht es eher ins Rot rein und da geht es eher ins Blau rein. Ja, und ich habe mich entschieden, ich möchte lieber gerne die Seite, wo ins Rötliche reingeht, weil das passt dann noch ein bisschen besser zu dem Stöffli. So, und auch zu diesen Blümchen, die sind ja auch eher pink. So, gut, also, oh, oh mein Gott. So. Also gut. Oh, alles ein bisschen chaotisch da bei mir. Jetzt haben wir gesagt, wir möchten gerne diesen Sommervogel. Und wenn wir den hinten auch noch gerade drauf hätten, das wäre ja super. He?
Dann, wenn wir das nicht, wo hier so oben gelitzt ist, das schneiden wir ab. So, noch einmal abchecken. So. So. Also das wird jetzt abgeschnitten. Das wäre mal gut. Und das Problem, das Blöde ist eben, das ist eben ein Polyesterstoff. Das ist einfach nur Plastik. Das ist recht schade. Man sieht es eigentlich gar nicht. Er glänzt auch gar nicht so fest, denkt es mir jetzt. Ja, aber es ist halt vom Leimen her nachher noch ein bisschen heikler, sage ich jetzt einmal. Dass es dann auch wirklich hebt. So, dann geht jetzt das Stöffli mal weg. So. Und dann können wir ja das auch schon mal zuschneiden. Das muss genau 3 Reihen Blumen haben, dann passt es schön drauf. Steht dann ein kleines bisschen über, ganz wenig. So, aber dann, wenn wir ja das noch umlitzen, einmal eine Blume umlitzen und da. Ha, schau mal, wie das passt. So gut. Gut, also, reicht das? Ja, ich glaube schon. Also, zack, zack. So. Voilà. Genau, so kommt das rundum. Hey, das ist also wie angegossen, würde ich sagen, passt das. Super. Dann kommt das hier auch mal auf die Seite. Und jetzt innen drinnen hätten wir zuerst das Stöffli. Und das kommt ja dann drauf. Also müsste das mehr oder weniger gerade geschnitten sein. Und mehr oder weniger schön drauf passen. Das wäre so das Ziel. Ich finde das schwierig. Aber, also ich finde es nur schwierig, weil ich bin und weil ich so etwas nicht kann. Sachen genau zuschneiden. Irgendwo habe ich doch noch das Rädchen. Voilà, so. Mit dem und mit dem sollte das doch dann irgendwie funktionieren. Dann hätten wir jetzt auf jeden Fall das. Und jetzt möchten wir gerne noch ein grünes Streifchen haben. Und zwar für hier innen. Wow, jetzt genau franseln wir das noch ein bisschen. Hallo? Fransel. Und wo ist der Franzel? So. Voilà. Und auf der anderen Seite noch. Und dann können wir es dann mal herheben und schauen, ob wir noch mehr müssen. So. Das ist, glaube ich, gut. Oben und unten können wir noch ein bisschen. Da weiss ich jetzt eben gerade noch nicht, ob ich dann den hier drüber rein tue oder ob ich den umlitze
und den nachher drüber rein tun. Wahrscheinlich... Gut, das ist auch nicht schlecht. Aber ich habe fast das Gefühl, so wäre es nachher schöner. Gibt vielleicht einen kleinen schöneren Abschluss. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein bisschen franzeln noch. So, und da noch. So. Gut. Jawohl. Super. So, jetzt theoretisch wäre eigentlich, würde es jetzt schon um die Leimerei gehen. Theoretisch könnte man jetzt das anleimen. So. Aber eben, für das muss ich noch ein bisschen besseren Leim haben und genau, dann kommt ja zuerst noch das Papier drüber zu weissen, dass es dann nicht durchdrückt. Ja, und ich würde sagen, ich besorge mir einmal anständigen Leim, ich besorge mir mal ein anständiges Stativ, das hier nicht ständig im Zeug rumgewackelt und abstürzen. Und dann, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.